Und somit geht's weiter bei Zurück in die Zukunft. Oh ja, im letzten Part haben wir uns mit Kit Tannen angelegt, sind knapp davon gekommen, dank der Hilfe von dem jungen Emmett Brown, der einmal Football gespielt hat. Nicht zu fassen, wa? Und jetzt müssen wir, na, was wohl ganz genau? Arthur finden, und das machen wir, indem wir seinen Hut benutzen und unseren treuen, ich sag jetzt mal, Spürhund, Aini, bleibst bitte mal stehen, befragen. Hey Aini, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Hinterher, Mann, hinterher! Wupp. Ha, déjà vu. Dachte ich gerade auch, ja. Aini, das ist nicht ein Ernst, oder? Ach du Scheiße. Emmett, hast du dazu was zu sagen? Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Wieso quatscht du ihn dann an, wenn er sowieso wieder vergessen kann? Egal, Aini. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Ab hier kommen wir allein zurecht. Yo, Aini ist viel gesprächiger als Emmett. Ding dong. Ja? Wer ist da? Es ist mit Fleisch. Ich weiß. Dann quatsche mit ihm, Marty. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wir sind verwandt. Wäre vielleicht nicht gerade die beste Idee, wa? Vor allem da der junge Emmett Brown neben uns steht. Das würde vielleicht einen unausweichlichen Riss im Raum-Zeitkontinuum verursachen. Wir kommen vom Gericht, Alter. Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein, aber ich will auch nicht gegen Kit Tannens Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung, ein andermal. Was zum... Oh, Mann! Was ist denn das für ein Pantoffelheld, hey? Alter. Du kommst da unter. Was nun? Ich bin es wieder, du musst den Schuh an den Green werfen. Oh, den habe ich gar nicht mehr dabei. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir kommen vom Gericht, habe ich schon mal gesagt. Ich habe etwas Wir gesehen. haben etwas für Sie. Es ist ein Vor... Ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung, ein andermal. Ja, sag mal, sind wir hier im Mittelalter gelandet oder was? Sklaverei pur, würde ich mal behaupten. Mein Boss lässt mich nicht aus dem Zimmer. Was nun? Gute Frage, Arti. Gute Frage, denn mir gehen langsam aber sicher die Antworten aus. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Weil du so blöd fragen kannst, Menschenskind. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung, ein andermal. Also, Entschuldigung, geht mir Bauch auf den Kekse. Die Tür stürmen? Geht das? Emmett, hilf mir mal. Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Okay, liebes Spiel, du willst nicht, dass ich... Ah, Gott sei... Was hab ich denn sonst noch, Mensch? Versuch... Ja, von mir aus. Versuch jetzt mal damit, wa? Arthur, komm heraus, ich hab deinen Hut. Was nun? Ja, was nun? Inventar und... Let's go! Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Mann, Marty, bist du hilfreich, ey! Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Von mir aus. Ich bin Ihr Enk, der Großneffe Ihrer Mutter.
Sie meinen mein Großcousin? Ja, Schön, Sie kennenzulernen, aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ein andermal. Jetzt bin ich definitiv überfragt. Scheiße. Was nun? Der Klingelton geht mir aber auch auf die Schaltkreise. Ja, was nun? Gute Frage. Was hab ich noch alles? Von mir aus die Vorladung halt. Du bist verhaftet. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zuwerfen. Das geht nicht, du musst sie ihm geben. Mann, Amity! ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Glaubt ihr alles nicht? Hallo? Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein, aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich geht. Ja. Déjà-vu Deluxe, sag ich das nur. Na, jetzt haben wir ein kleines Problem. Aber ja ein großes. Was mache ich jetzt? Telefonnummer der Browns, als ob die was bringen würde. Tonbandgerät, bringt vermutlich auch nicht viel. Ein Bild von seinem Sohn zeigen. Ja, wäre natürlich sehr gut. Hinweis. Was, du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum, damit Arthur rauskommt? Was soll das sein? Du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum. Okay. Das wäre... naja, mal schauen, wie weit wir hier kommen, wa? Nicht besonders weit. Alter! Nein, die Möglichkeiten sind ein bisschen begrenzt. Ist ja super. Soll ich was zu essen holen oder was? Nö, geht auch nicht. Mir gehen die Ideen aus. Ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Im Stadtzentrum oder wo? Noch ein Hinweis. Geht nicht. Ah, super. Ist ja very positiv, wa? Das ist aus dem Stadtzentrum. Da habe ich doch seinen Hut. Was zum... Ab hier kommen wir allein zurecht. Ja, was nicht sagst. Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Marty, wir können hier die Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Da stelle ich mir jetzt echt nur so blöd an. Okay, ja, Versuch geht ja irgendwie nicht. So, trotzdem mal. Dieser Hut gehört meinem Großvater. Ach, was du nicht sagst. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, hey. Steht ja bloß Arthurs Hut drauf. Das habe ich schon getan. So sind wir hier gelandet. Ja, Marty, das weiß ich auch. Nicht Arti, sondern Marty, aber besonders kooperativ bist du sowieso nicht. Yeah. Wir haben schon einige Gegenstände, wie es aussieht, wa? Mein Großvater ist vielleicht etwas schwächlich, aber sein Hutgeschmack ist ausgezeichnet. Du musst es ja wissen, Marty. Dann hau ich halt ab. Und tschüss. War wohl die richtige Entscheidung, wie es aussieht. Och nein, nicht der schon wieder. Ganz soll doch jetzt auf Konfrontationskurs gehen, oder wie? Psst, Doc. Was haben wir denn hier noch alles? Nichts Neues, wie es aussieht, wa? Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott. Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kit Tennants Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen... Wären katastrophal, schon klar. Das sind sie doch immer, Ohren steif halten, Doc. Ja, auch das ist wie immer. Okay. Kit Tennant, ich will mich mit dir prügeln. Es klappt, wird selig. Ja, bin ich, du Blindschleiche?
Okay, Leute, es wird ernst. Sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Schnapp ihn, der Matches. Und weg. Upp. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Ja. Ja. Achso. Ich höre die gerade nicht. Komm da runter, du Mistkerl. Sofort! Das ist ein Befehl! Vergiss es, da müssen wir schon runterballern. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln! Welche Suppe? Ich hab gar keinen Hunger. So glaub einfach nicht, kommst dass du sie nicht momentan davon. sehr Niemand gesprächig kriegt sind. Ketten rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Ich Du glaube bist nicht, dass sie tot, momentan sehr Penner. gesprächig sind. Überleg dir am besten schon eine Grabinschrift, denn ich werde sie dir ins Gesicht meißeln. Mit Kugeln. Komm runter. Du machst es Gerade wortkarg ist er nicht, wa? länger du da oben. Mal überlegen, direkt ansprechen geht nicht. Sollen wir das aufzeichnen? Na, wieso nicht? Wir gehen sowieso die Ideen Bleibst, aus. umso langsamer werden. Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Hä? Komm da runter, du Mistkerl! Sofort! Jetzt. Das Was ist war ein da- Befehl! Die Dürre kam da runter. Ah, so, wegen AT, natürlich. Mich nicht wütend, Trottel. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln! Aini, hilf mir mal. Ein Stein! Hilfe! Wohl der Angriff. Hey, hau ab! In Ruhe, du bekloppter Köter! Wir sind beschäftigt. Raus! Verschwinde! Hey! Wo ist er hin? Du hast ihn entwischen lassen, Idiot! Ja, Trick 17 behaupte ich mal, wow, das da hinten nicht, hau ab. Tschüss. Natürlich quer durch den Park hindurch, nicht wahr? Die sehen uns ja nicht, das ist ja kein Problem für uns. So, was sagst du dazu, Emmet? Was? Irgendeine Ahnung, wo wir Atem... Wir waren doch gerade dabei. Wir stellen diese Vorladung zu. Vergessen wir es einfach. Gehen wir halt zu Fuß dahin. Und ganz gechillt über die Straße. Wow, wow, wow. Ah, nicht abbiegen, Martin, nicht abbiegen. Ganz gechillt weiter. Yeah, 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 yeah. Als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Oh yeah. So, Mann, jetzt wird's ernst. Was nun? Ja, was nun? Er sieht uns ja nicht und ich denke mal, das ist auch der Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Versuchen wir's. Ja, wollte gerade sagen. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Bingo! Huch! Wo ist Kit? Der ist nicht hier, dafür bist du hier und jetzt bist du fällig, Mann. Hey! Hier geblieben! Vielleicht hätte ich gleich mit der Vorladung losschießen sollen. Kein Kommentar. Was nun? Dein Boss ist hier, Mann! Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Der schnallt aber auch gar nichts. Wo ist Kit? Der muss mal kurz aufs Klo. Arti, wir haben hier etwas Schönes für dich. Und zwar eine Vorladung, Mensch. Arthur McFly? Ja, Ich habe hier etwas. danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kit Tannen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft?
Aber Kit wird mich töten. Dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott, oh Gott. Na, ob das so gut ausgeht, bezweifle ich allerdings. Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Nochmal Glück gehabt, würde ich mal behaupten. Doc! Ich gehe los und hol den Raketenbohrer. Gut. Ja. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Das war ganz schön knapp, Freunde. Ob das wirklich klappt, Doc? Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark! Wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destinationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflecks in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Cool. Kalt? Nein, heiß. Extrem heiß. Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Balg hier pumpt. Noch Fragen? Bahnhof? Nee, Quatsch, mit Soße. Emmett! Was suchen die zwei Trunkenbolde auf meinem Rasen? Heiliger Bimbam, das ist mein Vater. Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu brauchen. Oh. Kümmere dich um die Reaktion, ich versuche ihn abzuwimmeln. Kümmere dich um... Wow. Können wir nicht einfach von vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät, die Reaktion läuft schon. Keine Sorge, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber... Ich komme, Vater! Vater! Nichts damit, Vater, Junge! Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Alter, ist das geil, hey. Cooles Schattenspiel, muss ich schon sagen. Moment mal, wie war das noch? Bringe die Treibstoffherstellung von Emmets Erfindung zu Ende. Ja. Wie war das schon wieder? Achte genau auf meine Betonung. Emmet, dreh mir nicht den Rücken zu. Ach! Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Okay. Ich versuche was, Freunde. Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Brennen, brennen. Nein! Oh, verdammt. Ups. Was hast du getan? Emmet, mit wem redest du da? Mit niemandem. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Hä? Wie war das? Ich kann sein Geschwafel nicht übersetzen. Hallo. Pass einfach auf, was ich sage. Emmet, ich bin noch nicht fertig mit dir. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Funke, Funke!
Tsching, tsching. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Ups. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Ja, das dachte ich irgendwie auch. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Schockieren. Tsching, tsching. Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Loslassen, loslassen. Was soll ich denn daraus interpretieren, Mann? Ups. Fail. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Brennen, brennen muss es. Tsching, tsching. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Ja, den haben wir, den Funken. Geil, Mann. Jetzt klappt's, jetzt klappt's. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Druck, der Druck. Der Druck muss weg, der Druck muss weg. Sehr gut. Jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut, wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm wieder her. Erst ein Viertel? Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Nicht wirklich, wa? Achte genau auf meine Betonung. Freunde, ich glaube, das kann noch eine Weile dauern. Wälze sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Ja, wie jetzt aufgeblasene Säcke? Mann! Was hast du getan? Vor allem, was treibst du da hinten die ganze Zeit? Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Schockieren, schockieren! Ach, meine Güte. Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Loslassen, loslassen. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Er hat Feuer gesagt, er hat Feuer gesagt. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Jetzt wird gedruckt. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Fressen, fressen, fressen. Sie müssen fressen, fressen. Ah, die Hälfte ist geschafft. Na Gott sei Dank, würde ich mal behaupten. Mach weiter so. Ja, versuch's. Hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Hitze, Hitze, Hitze. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Blasen? Vielleicht Ja. sollte mich ein Blitz treffen. Nein! Würde mich das glücklich machen? Wieso kann er mit dem Blitz nicht früher? Pass einfach auf, was ich sage. Versuch es doch mal an. Ich bin keiner von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Brummkreisel. Hä? Rumkreisel? Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Druck! Du bist ein Kind, du... Ich hab nichts gemacht. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Mann, du siehst doch, dass ich keiner bin. Du drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Vater, wieso hörst du mir nie zu?
Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Okay, ich stehe auch ein bisschen unter Zeitdruck, sehe ich gerade. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Ja, du quatschst doch schon die ganze Zeit, Menschenskind. Leute, wie es weitergeht im nächsten Part, das wird noch eine Weile dauern für euch, bis ich das ganze Gequaffel wirklich übersetzt habe und auch timemäßig mit ihm übereinstimme. Bis dann, ciao zusammen, juhu!